Hey, ich freue mich, um diese Serie fortzufahren. Hat er nicht gesagt, Wort über Jesus, das er nie gesagt hat. Jesus hat ganz viele Sachen nie gesagt. Und ich liebe diese Serie, weil sie ist provozierend. Manchmal tun wir uns ein Bild von Jesus selber zusammenbasteln und es hilft, einmal anzuschauen, was er nicht gesagt hat, dass wir herausgefordert haben, den wahren Jesus kennenzulernen. Und heute möchte ich über das Thema schwätzen oder über den Satz, den Jesus nie gesagt hat. Es kommt nicht darauf an, was du machst. Hauptsache, du glaubst an mich, zum Beispiel. Das hat Jesus nie gesagt. Hauptsache, du glaubst an mich, dann ist alles gut, dann kommt es nicht mehr darauf an, was du machst. Er hat auch nie gesagt, wie ihr euch verhaltet, ist egal. Hauptsache, du gehst am Sonntag in die Kirche, bist tauft, lesest ab und zu in der Bibel und bettest von Zeit zu Zeit. Das hat vielleicht dein Jesus gesagt, wo du dir gerne zusammenmalst und ein Meme zusammenstellst, aber in der Bibel steht nichts über das, dass Jesus das jemals gesagt hat, dass es egal ist, was du machst. Er hat auch nicht gesagt, eure Handlungen sind egal. Viel wichtiger ist eure Herzenshaltung. Viel wichtiger ist, dass du immer bei mir bist. Hat Jesus nie gesagt. Nie gesagt. Er hat nie gesagt, es ist nicht wichtig, was du machst. Hauptsache, es stimmt im Herz. Never ever. Ich möchte euch mitnehmen in das, was Jesus wirklich gesagt hat. Und das Ziel von dieser Predigtserie, aber auch speziell von heute Morgen von dieser Predigt, ist es, dass du Jesus heute besser kennenlernst. Ich weiss nicht, kennst du Leute, die, wenn du mit ihnen schwätzt, schlecht können zuhören und hauptsächlich von sich erzählen. Und du merkst, sie kennen dich gar nicht wirklich. Es ist so, ich gebe dir jetzt einen gratis Beziehungstipp, wenn du willst, jemanden besser kennenlernen. Oder wenn du willst, dass deine Beziehung besser wird. Wir haben ein Ehevorbereitungsseminar, das jetzt kommt, und ich bin sicher, ein Punkt ist zuhören. Wir müssen lernen, zuhören. Wir müssen lernen, zuhören. Und das Gleiche kann passieren mit Jesus, dass wir ihm nicht mehr zuhören und meinen, was er gesagt hat. Dabei sagt er etwas ganz anderes. Also, ich nehme euch mit Matthäus 7, 21. Ich möchte euch kurz warnen. Das, was Jesus hier sagt, ist nicht so easy, sondern herausfordernd. Aber wir hören ihm jetzt mal zu, was er wirklich gesagt hat. Ist gut. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es geht um Handlung. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Jesus sagt genau das Gegenteil. Es kommt sehr wohl darauf an, was du machst. Er redet doch vom letzten Tag. Von dem Tag, wo wir alle eines Tages werden erleben, dass wir vor Gott werden stehen. Und dann ist nicht wichtig, sagt Jesus, ob du in seinem Namen Wunder vollbracht hast oder ob du prophetisch geredet hast, Dämonen austrieben hast. Es ist nicht wichtig, sagt Jesus. Es ist auch nicht wichtig, was du geglaubt hast, ob du in die Kirche gegangen bist, ob du getauft bist, ob du in der Bibel gelesen hast oder was deine Herzenshaltung ist. Versteh mich nicht falsch, das ist alles auch wichtig. Aber entscheidend ist etwas anderes. Entscheidend ist, und das sage jetzt nicht ich, gell? Das sind nicht meine Worte, sondern das sind die Worte von Jesus. Entscheidend ist, ob du den Willen vom Vater im Himmel gemacht hast. Ob du sein Gesetz befolgt hast. In anderen Worten, für deine Beziehung zu Gott und für das Meeting, das du hast, eines Tages mit Gott, geht es vor allem darum, was du gemacht hast in deinem Leben. Dein Herz, dein Glaube, dein Beten, deine Frömmigkeit, das ist alles zweitrangig. Und es ist noch krass, auch das Bekenntnis ist nicht entscheidend. Das ist ja noch interessant. Die Leute haben gesagt, Herr, Herr. Haben wir nicht in deinem Namen das? Sie bekennen sogar mit ihrem Mund, dass Jesus ihr Herr ist.
Aber offensichtlich ist das Bekenntnis mit dem Maul nicht entscheidend in dem Moment. Jesus gibt ihnen die schockierende Antwort. Ich kenne euch nicht. Geht weg von mir. Ihr, die nicht gemacht habt, was der Wille vom Vater im Himmel entspricht. Es ist also nicht entscheidend, was du in deinem Leben mit deinem Maul bekennt hast. Das ist natürlich wichtig, versteh mich falsch. Sondern es ist viel entscheidender, ob du mit deinen Handlungen dem Bekenntnis nachkommst, das du aussprichst. Verstehst du? Du kannst sagen, Herr, Herr Jesus. Du kannst sagen, Jesus ist mein Herr. Aber wenn sich das in deinem Leben nicht manifestiert, dass Jesus dein Herr ist, kennt dich Jesus nicht. Du denkst jetzt vielleicht, wenn du Jesus hier zulässt, ist es schon noch krass, dass Jesus das Zeug rauslässt. Hat er das wirklich so gemeint? Hat Jesus das wirklich so gemeint? Und ich sage dir jetzt, ja, er hat es wirklich so gemeint. Das ist nicht die einzige Stelle von Jesus, wo er so radikale Worte verwendet, auf was es schlussendlich im Leben darauf ankommt. Ich möchte eine Stelle noch weiterlesen aus Matthäus 25. Das ist in der berühmten Endzeitrede von Jesus. Ich möchte gerade eintauchen. Ich möchte aber kurz noch eine Klammerbemerkung machen zum Thema Endzeit. Ich habe letztens ein Feedback bekommen von jemandem, hey, wir sollten doch mehr über die Endzeit reden, jetzt in dieser Zeit. Wir sollten mal sagen, was ist jetzt mit der Endzeit und so. Und ich mache das heute. Ich sage dir eins. In allen Stellen zur Endzeit im Neuen Testament und im Alten Testament auch, in allen Stellen geht es darum, dass wir wach sind. Wach sind für was? Wach sind, dass wir den Willen vom Vater tun. Nicht, dass wir den Willen vom Vater glauben. Das ist nicht entscheidend. Dass wir das machen, und er gesagt hat, das ist die Wachsamkeit, die in allen Endzeittexten besprochen hat. Also Matthäus 25, sind wir ready? Es wird leider nicht viel ermutigender als das, was ich vorher erzählt habe. Matthäus 25. Es wird beschrieben vom letzten Gericht. Eine epische Szene wird gemalt. Alle Völker werden vor Gott aufgestellt, vor dem Thron Gottes. Alle Menschen. Und es wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Auf der linken Seite von Gott, oder von mir aus gesehen, von ihm aus gesehen links, aber ich bin mir ganz sicher. Auf der einen Seite die Schöfe und auf der anderen Seite die Böcke. Und, ich bin verwirrt. Ich bin noch krank irgendwie. Auf der linken Seite kommen alle Böcke und auf der rechten Seite alle Schöfe. Und zu den Schöfen sagt er, okay, ihr dürft das ewige Leben erben, ihr dürft das Reich von Gott erben, kommt zu mir, ihr gerechten Menschen, oder? Und die anderen erben das Leben nicht, sondern den Tod, den ewigen Tod, oder? Und es gibt wie zwei Wege am Schluss. Entweder links oder rechts, entweder Leben oder Tod. Und jeder Mensch steht am Schluss vor der Entscheidung. Und jetzt schauen wir mal, was Jesus für ein Kriterium nennt, wie entschieden wird, wer auf welche Seite kommt. Es steht explizit, Jesus sagt schwarz auf weiß oder rot auf weiß, wie immer wie deine Bibel aussieht. Er sagt zu denen, zu der rechten Seite kommen. Jetzt schau, wieso er zu denen sagt, kommt und empfangen das ewige Leben. Matthäus 25, 35 bis 40. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich meiner angenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und die Gruppe, die das gehört, die das ewige Leben empfängt und das Erbe vom Reich Gottes geschenkt bekommt, ist verwirrt und fragt im nächsten Vers. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und jetzt kommt der entscheidende Satz von heute Morgen. Und der König Jesus wird ihnen zur Antwort geben: Amen, ich sage euch, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und zu denen auf der linken Seite,
passiert genau das Gleiche. Die sagen, ja, Jesus, wir haben dich ja gar nie gesehen, wir haben ja nie dich bekleiden, dich durchgehen und sagen, hey, was ihr diesen Geringsten, diesen Kranken, diesen Durstigen, diesen Gefangenen nicht gemacht habt, habt ihr mir nicht gemacht. Und du siehst das Unglaubliche. Jesus identifiziert sich mit diesen geringen Leuten. Jesus identifiziert sich mit den Hungrigen, den Durstigen, den Fremden, den Nackten, den Kranken und den Gefangenen. Und er verspricht uns, wenn wir uns um diese Leute kümmern wir uns um ihn. Wenn wir uns diesen Leuten annehmen, nehmen wir Jesus uns an. Er verspricht uns eine Begegnung mit ihm, wenn wir diesen Menschen dienen. Das heisst, jedes Mal, wenn du einen Fremden, der kein Zuhause hat, aufnimmst, hast du Jesus aufgenommen bei dir daheim. Das ist das, was er sagt. Jedes Mal, wenn du jemandem etwas zu essen gibst, der unter Hunger leidet, hast du Jesus etwas zu essen gegeben. Wenn du dich jemandem annimmst, der krank ist, und schau, das ist noch interessant, im einen Vers vorher ist gestanden, ihr habt Wunder vollbracht in meinem Namen. Schlussendlich ist es gar nicht entscheidend, ob du mal ein Wunder vollbracht hast und jemand geheilt worden ist, sondern entscheidend ist, ob du dich einem Kranken angenommen hast. Und Jesus sagt, wenn du das gemacht hast, hast du dir mir angenommen. Wenn du jedes Mal, wenn du dich für jemanden engagierst, der schwach ist, hast du dich für Jesus engagiert. Weil Jesus identifiziert sich mit diesen Menschen. Und das ist ja ein mega herausforderndes Kriterium, oder? Wie entschieden wird, wer wo landet. Aber ich sage dir eins, historisch betrachtet sind die Aussagen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die dazu geführt haben, dass wir heute so etwas haben wie Spitäler. Ende 14. Jahrhundert sind es Christen gewesen, die das erste Spital aufgebaut haben. Weil sie Jesus beim Wort genommen haben. Verstehst du? Weil sie gedacht haben, okay, wenn wir Jesus erleben, wenn wir ihm begegnen, dann müssen wir uns um die Schwachen, um die Kranken, um die Nackten, um die Hungrigen, Dursten und die Gefangenen kümmern. Und es sind Christen gewesen, die Spitäler entwickelt haben. Es sind Christen gewesen zu dieser Zeit, die ersten Waisenhäuser aufgebaut haben. Das sind nicht Erfindungen, die irgendjemand gemacht hat, sondern es sind Christen gewesen, die gesehen haben, Kinder haben keine Eltern, Kinder sind verstoßen, die wären sonst verhungert oder wären der Sklaverei preisgegeben worden. Und die Christen haben Waisenhäuser gemacht, haben die Kinder aufgenommen, weil sie gewusst haben, wenn wir die Kinder aufnehmen, nehmen wir Jesus auf. Und es sind kraftvolle Aussagen, verstehst du, wenn wir sie ernst nehmen. Die Christen haben gewusst, es ist nicht nur entscheidend, ob wir mit unserem Maul Jesus bekennen, sondern ob wir mit unserem Leben Jesus bekennen. Ob wir ihm wirklich nachfolgen. Und vielleicht hörst du jetzt die Worte und denkst, das ist ja, Jesus, widerspricht das nicht diametral dem, was wir als gute Botschaft, als Evangelium kennen, oder? Ich meine, so lernen wir das Evangelium, oder? Dass es nicht darauf ankommt, was du machst, sondern du bist bei Gott bedingungslos angenommen, oder? Und am Kreuz ist er für unsere Schuld gestorben, oder? So, die Geschichte, die kennt ihr, oder? Und es kommt nicht darauf an, was du in deinem Leben für Werk vorzuweisen hast, sondern allein entscheidend ist der Glaube, ob du das Geschenk annimmst. Oder? Der Paulus sagt das so in Römer 3,28. Denn wir halten fest, gerecht wird ein Mensch durch den Glauben, unabhängig von den Taten, die das Gesetz fordert. Römer 3,28. Und jetzt sagt Jesus, schlussendlich ist nicht der Glaube, der wichtig ist, sondern deine Werke. Und wie gehen wir jetzt mit diesem Widerspruch um? Oder? Wie gehen wir mit diesem Widerspruch um? Und du hast die Möglichkeit, dass du jetzt sagst, es ist ja doch alles Gnade, ich kann die Worte von Jesus ein bisschen entschärfen, oder? Das könntest du jetzt machen. Ich möchte dich herausfordern, dass du das nicht machst. Weil für Paulus ist das kein Widerspruch gewesen. Für ihn ist immer klar gewesen, wenn jemand
richtig glaubt, folgen Weg. Für ihn war immer klar, Glaube ohne Werk, das sich in Liebe zeigt, ist gar kein Glaube. Und der Jakobus macht genau das Gleiche deutlich. Er sagt, Glaube ohne Werk ist tot. Das ist gar kein Glaube. Zeig mir deinen Glauben ohne Weg, du kannst es nicht. Du zeigst deinen Glauben nur durch Weg. Allein deine Handlungen beweisen, ob du glaubst. Nichts anderes, nichts anderes. Nicht dein Bekenntnis, nicht deine Herzenshaltung, sondern deine Handlungen. Das sind Zeichen von deinem Glauben. Und der Paulus hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, schau, wenn ein Mensch Jesus erlebt, wenn ein Mensch die Liebe erkennt, dann wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist und er wird verwandelt zu einem neuen Mensch, der will das Gesetz von Gott einhalten. Und es auch wird tun. Verstehst du? Das ist gar kein Widerspruch. Und manchmal machen wir hier einen Widerspruch und die Gefahr liegt dort drin, dass wir die Worte von Jesus entschärfen und im Wort ins Maul legen, wie es kommt gar nicht darauf an, was du machst. Wichtig ist dein Herz. Blödsinn. Wichtig ist, was du machst. Und wenn du es nicht machst, geh zum Kreuz und sag, Gott, verwandle mich. Ich brauche deine Gnade. Das Problem ist, dass wir die Worte entschärfen. Und ich möchte dich heute herausfordern. Ich glaube, ich habe es schon gemacht. Aber ich glaube, lass die Worte von Jesus einmal an dich an. Lass sie an dich an. Vielleicht bist du heute da und du sagst, mein Glaube ist nicht wirklich lebendig. Ich habe nicht einen mega lebendigen Glauben. Ich bräuchte wieder mal frischen Wind in meinem Glaubensleben. Gibt es jemanden, der das ist? Ich brauche wieder mal eine Jesus-Begegnung. Und wir haben vorher gesungen, I just wanna be where you are. Oder? Ich will einfach nur dir begegnen, Jesus. Er sagt dir, was du machen musst. Verstehst du? Es geht gar nicht darum, was wir glauben und was wir denken und was wir fühlen, sondern was wir machen. Ich sage dir, wenn du willst, dass dein Glaube lebendig wird, wenn du Jesus willst kennenlernen, das ist das Ziel dieser Predigt, dass du das wirst. Wenn du ihm möchtest begegnen, dann habe ich einen ganz einfachen Tipp für dich. Du musst den Willen von Gott machen. Du musst es machen. Und manchmal machen wir es so kompliziert, oder? Wir sagen, ich muss mich zuerst richtig fühlen. Ich muss zuerst erfüllt werden mit der Liebe von Gott. Das muss automatisch passieren, oder? Das muss einfach so aus mir rausfließen, dass ich den Willen von Gott mache. Leute, wenn das so automatisch wäre, hätte Jesus nicht so deutlich müssen werden mit uns. Verstehst du? Das wäre ein völlig überflüssiges Zeug, was Jesus da sagt, wenn alles automatisch aus der Liebe, aus der Verwandlung, Nein, wir brauchen die Herausforderung. Wir brauchen den Anstritt von Jesus. Schau, eines der grössten Probleme im westlichen Christentum ist nicht, dass wir zu wenig wissen, sondern dass wir es zu wenig umsetzen. Wir brauchen nicht mehr Gottesdienst. Wir brauchen nicht mehr Predigten. Wir brauchen mehr Umsetzung. Amen. Schau, ich habe heute sogar ein T-Shirt angezogen. Und dem entspricht. Irgendeine Predigtillustration brauche ich noch. Just do it. Mach's einfach. Wir machen es nämlich so kompliziert. Ich muss mich zuerst danach fühlen. Ich muss zuerst... Nein, du musst es einfach machen. Du musst es einfach machen. Schau, du kommst auch nicht auf die Idee, wenn du lernen Auto fahren willst. Du musst ja zuerst eine Theorieprüfung machen und das studieren und lernen. Du kommst nie auf die Idee, dass du ein Leben lang die Theorieprüfung lernen und ewig studieren und überlegen, wie das... Du würdest nie auf die Idee kommen, das ein Leben lang zu machen. Irgendwann sagst du, jetzt hocke ich mal in das Auto und probiere es aus. Just do it. Christsein liegt nicht in Wissen allein, sondern in Handlung, in Umsetzung. Und ich sage das als jemand, der Theologie liebt. Ich habe 8 Jahre Theologie studiert, noch länger. Ich liebe das Zeug anzuschauen, zu studieren, einzutauchen und all das Zeug. Das ist gar nicht falsch. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo wir das Zeug machen. Wo wir das Zeug umsetzen. Wir könnten jetzt
ich könnte den Rest von der Predigt jetzt verwenden, um über die Spannung von Werk und Glauben zu reden. Das könnte ich jetzt machen. Ich könnte euch mitnehmen in den Diskurs oder zwischen Jakobus und Paulus. Und ich sagte, du würdest vielleicht intellektuell angeregt werden, aber ich sagte, dein Glaube wird nicht lebendig werden. Du musst es machen, dass es lebendig wird. Das kann gar nicht jetzt passieren, das muss morgen passieren. Verstehst du? Oder heute Nachmittag. Wir kommen nicht darum herum, das, was Gott uns sagt, dass wir machen sollen, auch umsetzen. Wir müssen nicht mehr wissen, wir müssen mehr machen. Und es ist im Fall nicht so schwierig. Jesus sagt uns, was wir machen müssen. Der Hungrige gibt etwas zu essen. Der Durstige gibt etwas zu trinken. Die Fremden, die nimmst du auf. Die Nackten, denen gibst du Kleider. Die Kranken, denen nimmst du dich an. Die Gefangenen besuchst. Kümmere dich um die Geringen. Just do it. Und ich verspreche dir, dein Glaube wird lebendig, weil du dort Jesus begegnest. Dort ist Jesus. In der Handlung erlebst du ihn. Und ich verstehe mich nicht falsch, ich liebe unsere Gottesdienste, ich liebe unsere Celebration, ich finde das toll. Aber wirklich in diesem Corona-Jahr, ich werde auch müde. Ich werde auch müde. Manchmal denke ich so, ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, was mir wirklich auf den Sack geht? Und das ist jetzt nicht überhaupt kein Vorwurf von irgendjemandem von euch, aber manchmal sind wir so in einem Modus, dass wir Christen bespaßen und belaunen behalten. Und dann muss man das frisch gestalten und nochmal etwas Frisches bringen. Und verstehst du, wir haben ein paar Talentierte, die wir auf die Bühne stellen. Und wir probieren, euch bei Laune zu behalten, dass ihr auch nächsten Sonntag nochmal kommt. Oder? Verstehen wir nicht falsch? Das ist nicht ein Vorwurf an uns als Gemeinschaft. Ich finde, wir machen es gar nicht so schlecht, aber ich habe keinen Bock auf das. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe keinen Bock darauf, Christen zu bespaßen. Ich bekomme so einen Hals langsam. Ich habe keinen Bock, ich sage aber, auf was ich Bock habe. Ich habe Bock darauf, Jesus nachzufolgen. Ich habe Bock darauf, ihn zu erleben. Ich habe Bock darauf, ihm zu begegnen. In dem, wenn wir machen, was er uns sagt. Letztens bin ich selber im Spital gewesen. Wir haben eben das dritte Kind bekommen. Das dritte Kind bekommen. Ja. Ist so gut. Ist immer so lustig. Die Leute klatschen immer, jubeln, wir haben das dritte Kind bekommen. Dabei habe ich gar nicht viel geleistet dazu. Das war meine Frau, die fast alles gemacht hat. Ja, genau. Sie schaut, glaube ich, heute Morgen zu. Applaus war für dich. Genau. Und wir waren im Spital und im Gebärsaal und es geht mir jetzt nicht um Geburt, aber ich hatte dort einen Moment mit Gott und ich euch gerne mitnehmen. Ich war dort im Spital, es war irgendeine Untersuchung, ich weiss gar nicht genau, in welchem Zusammenhang, wo genau. Ich war dort im Spital und war fasziniert plötzlich ab dem Spital, wie das funktioniert. Als Organisation. Oder? Da hast du die Hebamme, die hat irgendwie auf dem Computer das Zeug eingetöckelt und Daten und die Befunde eingetragen und so. Und ich dachte, wow, das ist ja ein ganzes IT-System, das hinter dran funktionieren muss. Und dann habe ich gesehen, ihre Schlüssel hier am Gürtel und dachte, oh, da muss ja jemand das mega durchplanen und durchdenken, dass alles funktioniert und dass man alle dort reinkommen, wo sie sollen und dort, wo sie nicht sollen, nicht und so. Und dann ich den Schichtplan, oder, wechseln die Hebammen, oder, und gewisse Sachen. Ich dachte, das ist ja mega eine Organisation, das funktioniert wie geschmiert, oder, meistens. Das Spital funktioniert wie geschmiert. Es funktioniert, dass schlussendlich Patienten versorgt werden oder Schwangere können gebären. Ich dachte, das ist so ein Service und es ist so eine Organisation hinter dran. Ich habe wirklich staunen. Ich habe gestaunt, wie gut das Spital organisiert ist. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, redet Gott zu mir. Bezüglich unserer Church. In einem Jahr, wo wir so beschäftigt sind mit Organisieren, dass alles möglich ist. Oder? Wir haben eine Teststation jetzt draussen, dass wir möglichst vielen Leuten Türen aufmachen. Halleluja, der Dani hat, weiss nicht wie viele Überstunden gemacht, dass das funktioniert, weißt du? Sag ihm nachher Danke. Ja. Ist alles gut und recht.
Ist alles okay. Aber es gibt so viel Zeug zu organisieren, Livestream aufbauen, all das Zeug machen. Und in dem Moment, wo ich am Staunen bin über das Spital, wie sie das Ganze organisieren, habe ich das Gefühl, Gott sagt zu mir und fragt mich, wo sind eure Patienten? Wo sind die Leute in der Kirche, die schlussendlich die Empfänger sind von der Leistung der Kirche? Verstehst du, wir sind nämlich so beschäftigt und dann alle einstellen in das Zahnrad Kirche. Aber wo sind die Geringen? Wo sind meine geringsten Brüder, oder? Matthäus 25. Wo sind die Leute, die die Kirche brauchen? Und ich bin da und bin recht herausgefordert gewesen. Und ich bin traurig geworden. Weil in der Schweiz geht es uns ja irgendwie saugut, oder? Wie viele Nackte hast du gesehen heute, wo du da gelaufen bist? Und wie viele Hungrige? Und wie viele Durstige? Und Fremde und Gefangene, oder? Heute mal ist ja nicht so offensichtlich, wie vielleicht in anderen Teilen der Welt. Und ich habe wie zu Gott gebetet, dort in diesem Gebärsaal. Ich habe gesagt, Gott, du musst mir zeigen, wo die sind. Zeig mir, wo die Patienten sind. Zeig mir, wo die Geringen sind. Ich möchte dir nachfolgen. Und dann haben wir das Kind bekommen, haben alles wieder vergessen. Und, genau. Aber ein paar Wochen später, nach dem Vaterschaftsurlaub und Camp und so weiter, treffe ich in unserer Kirche den Manfred an. Der Manfred, vielleicht kennst du ihn. Und er hat mir erzählt, wie es ihm geht. Und er hat mir erzählt, dass sein Velo gestohlen worden ist. Und er hat es nicht einfach. Und er hat mir gesagt, dass seine Wohnung ein Chaos ist und dass er ein Messi ist und so weiter. Und ich habe das so zur Kenntnis genommen und dachte, jo, eigentlich sollten wir mal etwas machen, oder? Ein paar Tage später bin ich im Office, im Büro da vorne, und dann läutet der Manfred an und erzählt, sein Velo ist gestohlen worden. Der Jannik war dort im Raum. Und dann habe ich mit dem Jannik austauscht darüber, oder? Und haben gesagt, eigentlich sollten wir ein paar Jungs zusammen drummeln und bei ihm die Wohnung mal durchputzen. Und dann habe ich gesagt, die Frage ist ja, wie viel bringt das, oder? Wenn du das mal aufräumst, das sind ja Probleme, die vergriffen. Und dann hat der Jannik etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, die Frage ist nicht so sehr, was das bringt. Aber für ihn ist das die Welt. Verstehst du? Für ihn bedeutet das die Welt, wenn wir das machen. Und ich habe dann wirklich gemerkt, ja, eigentlich stimmt. Eigentlich müssten wir das machen. Eigentlich müssen wir ein paar Leute zusammen rummeln und am Samstag mal bei ihm in die Wohnung gehen. Oder? Und ich habe wirklich gemerkt, okay, das könnte etwas sein. Das ist jetzt kein Witz. Am Sonntag drauf gehe ich im ICF Lörrach, kommt der alle auf mich zu. Der alle auf mich zu und sagt, hey, Matthias, Manfred seine Wohnung. Unabhängig, ich habe nicht gewusst vom Telefon von meinem Typ. Kommt Manfred seine Wohnung. Dort sollten wir aufräumen. Komm, diesen Samstag beim Start kommst du auch. Am gleichen Wochenende. Und weißt du, irgendwann ist Gott so deutlich. Und ich habe gebetet, Gott zeigt mir, wo sind sie. Und er macht das und das und das. Und irgendwann denkst du einfach, okay, das muss man jetzt einfach machen. Ich kann noch lange studieren. Ich kann noch lange beten. Ich kann noch lange... Wir müssen es dann einfach mal irgendwann machen. Es ist wie deutlich geworden. Verstehst du? Und dann haben wir ein paar Leute zusammen drum und sind in die Wohnung gegangen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Küche, wie sie ausgesehen hat vorher. So hat es ausgesehen. Wir sind 5 Leute, ein paar Leute aus dem ICF Lörrach, der Dani war noch dabei. Gell, versteh mich nicht falsch, wir sind dort an. Ich habe auch keine Zeit. Weißt du, ich habe auch keine Zeit. Verstehst du? Ich habe keine Zeit. Ich habe 3 kleine Kinder, ich habe eine Frau. Meine Öben sind heilig, meine Samstage sind heilig. Ich habe keine Zeit. Aber ich habe gewusst, das ist jetzt einfach dran. Wir müssen das jetzt einfach machen. Ich mache das nicht auf Arbeitszeit, verstehst du? Ich mache das auf Jesus-Zeit. So hat der Gang ausgesehen. Und ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Marisa, nächsten Samstag. Ich habe das Gefühl, wir müssen das machen. Marisa, ich habe das Gefühl, Gott sagt uns, wir müssen die Wohnung aufräumen. Und ich habe so eine geniale Frau. Sie ist einfach mitgekommen. Ich habe das Foto mitgebracht von ihr, wie sie dabei war. Wir haben unsere 2 Kinder abgeben, wir haben Hüte engagieren. Und das 3. Kind haben wir mitgenommen. Nächstes Bild, dort im Gang. Links auf der Seite hat es meistens geschlafen. Verstehst du? Wir haben das gemacht. Und wir haben die Wohnung aufgeräumt. Das war witzig. Wir haben den ganzen Abfall abgedreht in eine Garage rein verfrachtet. Und den ganzen Tag dort das Zeug zwischengelagert und dann wieder entsorgt und wieder in die Garage und so. Das war die Garage von Manfred. Und irgendwann kommt ein anderer Nachbar und schießt uns zusammen. Was macht ihr mit meiner Garage? Und ich so, was? Das ist Manfred seine Garage. Und dann hat er gesagt, das ist meine Garage. Und dann haben wir gemerkt, wir haben den ganzen Tag
den Abfall in eine falsche Garage reingeräumt, oder? Und dann war so verwirrt, der Nachbar. Er hat gesagt, ja, dann kam ich wieder, dann war wieder alles weg. Und dann bin ich wieder hier, ist wieder alles drin und so. Dann haben wir dann die falsche Garage beladen. Egal, oder? Es ist ein super Samstag, verstehst du? Du kannst auch Badminton spielen. Das ist auch anstrengend. Also du kannst so etwas machen, oder? Nachher zeigen wir mal die Küche, wie sie jetzt aussieht. Genau. Der Alain ist bis um 12 Uhr zu oben dort gewesen. Er ist jetzt jeden Samstag für Samstag ist er dort gewesen. Wir sind gestern nochmal gegangen, wir haben nochmal unsere Kinder abgegeben, wir haben nochmal dort geputzt. Es gibt viel zu, es gibt noch viel mehr zu. Komm auf mich zu, wenn du helfen willst. Es braucht jede Hand. Am 4.12. machen wir eine riesige Aktion. Komm auf mich zu, das ist keine Frage. Wir finden einen Platz für dich. Haben wir noch ein Bild? Ich weiss nicht. Genau. Das ist der Manfred. Das ist sein Lachen. Auf dem Sofa. Ich möchte einfach sagen, das war ein Moment, wo ich Jesus begegnet bin. Wo ich den Manfred umarmt habe, wo er mich umarmt hat. Das war ein spezieller Moment, wo du nicht haben kannst im Worship. Den willst du nicht bekommen im Gebet. Den willst du nicht bekommen beim Bibellesen. Den bekommst du nur, wenn du das Zeug machst, was du machen sollst. Und schau, mit dem, das Geniale ist ja, Gott hat das Ganze geführt. Das ist ja das Geniale daran. Wir müssen ja nicht alles machen. Wir müssen ja nicht sagen, ich muss mich um alle Kranken kümmern, um alle Durstigen, um alle Fremden, um alle Gefangenen. Wir müssen nicht alles machen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber wir müssen etwas machen. Wir müssen das machen, was Gott uns sagt, dass wir machen sollen. Ich möchte dich herausfordern, dass du das gleiche Gebet betest, das ich gebetet habe im Spital. Dass du betest, Gott, zeig mir, wo sind Patienten? Wo sind die Geringen? Bet das mal. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du auf Manila gehen, in das Discovery Team. Dass du Augen bekommst für Jesus. Wir müssen nicht alles machen. Aber wir können Gott fragen, zeig mir den Ort, wo Patienten sind. Wo sind die Geringen? Und er wird dir die Augen öffnen. Willst du dich denn vielleicht anschiessen zu gehen? Ja. Niemand hat gesagt, dass es dann einfach easy ist. Ich habe auch andere Sachen zu tun, verstehst du? Aber das, was du bekommst, ist eine Begegnung mit Jesus. Das ist das, was dir versprochen wird. Wenn du willst, dass dein Glaube lebendig wird, frischer Wind reinkommt, dann frag Gott, wo sind die Leute? Wo bist du, Jesus? Wo bist du? Wo kann ich dir begegnen? Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Wo du kannst neu beten, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte nicht nur mit meinen Worten bekennen, dass ich Christ bin, sondern in meinen Handlungen auch. Jesus, zeig mir, wo du bist. Zeig mir die Geringen. Zeig mir Patienten. Und wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, wenn du vielleicht da bist oder du schaust das online, du hast Jesus noch nie nachgefolgt, ich möchte dich einladen. Er will dir dort begegnen. Er liebt über alles und dich auch. Aber das führt manchmal und oft durch einen aktiven Schritt. Wir sagen, okay, ich folge mir jetzt auch nach. Wenn das du bist, dann bete mit deinem Herz mit. Jesus, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dich kennenlernen. Zeig mir, wo deine Patienten sind. Zeig mir, dort, wo ich etwas machen kann. Führ du mich. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte nicht einfach auf dem Papier Christ sein, sondern in meinen Handlungen auch. Und Jesus, ich danke dir, braucht es gar nicht viel.
Es braucht gar nicht so viel. Es braucht einfach etwas. Und ich möchte jetzt einen Schritt auf dich zu machen, Jesus. Amen. Amen. Wenn das Gebetsteam für dich jetzt, wenn wir das zweite Worship-Set haben, dort hinten, falls du etwas festmachen mit Gott. Und das ist das alle gehst. Aber lasst uns aufstehen und lasst uns eintauchen in die Worship-Zeit, die aber nicht fertig ist, wenn wir aufgehört haben zu singen, sondern wo nachher weitergeht. Amen.